Diese Sendung erscheint heute in stillem Gedenken. Ein Fan des 1. FC Köln ist während des Spiels verstorben. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden. Diese Folge ist ihm gewidmet. Liebe Freunde, diese heutige Folge wird in einem etwas ruhigen Rahmen ablaufen. Ich werde heute auf jede Form von musikalischer Untermalung verzichten. Das habt ihr schon gesehen am Intro. Es gab kein Intro. Es wird dieses Mal auch kein Outro geben. Es wird keine Hintergrundmusik laufen. Denn das heutige Spiel, dieser Punktgewinn gegen Hoffenheim, wurde überschattet von einem Trauerfall. Wisst ihr, hinter dieser Brille, ob es manche von euch glauben oder nicht, verbirgt sich ein empathischer Mensch, ein mitfühlender Mensch. Und ich weiß selber, gut genug wie es ist, Menschen zu verlieren, die einem nahe standen. Es waren sogar zu viele Menschen im Laufe meines Lebens. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie es seinen Angehörigen gerade geht und auch den Leuten, die ihn heute ins Stadion begleitet haben. Laut meinen Informationen handelte es sich um einen älteren Herrn, der die Treppe runtergestürzt ist und diesen Sturz im Nachhinein nicht überlebt hat. Auf dem Weg ins Krankenhaus scheint er wohl verstorben zu sein. Und deswegen gab es heute auch keinen Support. Und dementsprechend habe ich mich auch entschlossen, heute wirklich dazu aufzurufen, dass wir heute mal eine Familie sind. Eine FC-Familie, wie man so schön sagt. Es wird heute keine Kritik geben, in jedweder negativen Form. Ich werde heute auch aufgrund dessen, da ich das hier als Punktgewinn sehe, nur lobende Worte sprechen, denn das hier war ein Punktgewinn. Und es ist schön zu wissen, dass unsere Mannschaft gegen einen Champions-League-Aspiranten diesen Punkt geholt hat. Ich habe es nicht gerade erwartet. Einige von euch haben es dementsprechend getippt. Ich denke mal, man kann heute schon sagen, das haben sie gut gemacht. Und an den Herrn, der da gestorben ist, möge der Herr dich in sein Himmelreich aufnehmen. Und mögest du von dort aus miterleben, wie der FC den Klassenerhalt schafft und vielleicht in den nächsten Jahren noch etwas mehr darüber hinaus. Und seinen Angehörigen kann ich nur mein Beileid aussprechen. Wie gesagt, ich weiß selber, wie das ist. Wisst ihr, dieser Kanal ist immer so eine Mischung aus Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und Montana Black. In erster Linie stand für mich immer Entertainment im Vordergrund und das, was ihr manchmal von mir seht, das ist mehr so eine Facette von mir. Ich bin ein deutlich ernsterer und nachdenklicherer Typ im Privatleben. Wie gesagt, der Leo, der euch da Freude bereitet mit seinen Sprüchen oder die einen oder anderen von euch vielleicht sogar verärgert. Hater habe ich ja auch. Wie gesagt, ein ganz schlechter Mensch bin ich definitiv nicht. Ich bin mitfühlend, ich bin empathisch und dementsprechend ich fühle damit und ich kann mich nur für diesen Herrn in der Form über diesen Punkt freuen, dass ich weiß, dass der FC heute stark gespielt hat, schöne Tore geschossen hat und in diesem Sinne möge ihm dieser Punktgewinn gewidmet sein, wie auch diese Folge. Kurz und knapp, wir haben uns heute richtig gut verkauft. Klar, man kann über die Gegentore streiten im Nachhinein, aber summa summarum, sage ich ganz ehrlich, in der Konstellation würde ich den FC gerne weiterspielen sehen. Es gibt heute mal keine Kritik an Lukas Kwasniok, es gibt nur einen Hinweis. Behalt diese Konstellation bei, vielleicht mit einigen Feinjustierungen in der Abwehr. Ich meine, Simpson Pusey kann wieder spielen und er konnte auch wieder eingesetzt werden. Gegen Ende der zweiten Halbzeit haben wir ihn wieder auf dem Platz heute gesehen. Ihn vielleicht noch mit einzubauen, das könnte vielleicht der Schlüssel zum Erfolg für weitere Spiele sein. Wir durften heute das schönste Tor des Jahres Stand jetzt sehen von Ragnar Ache. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein so schönes Tor beim 1. FC Köln gesehen. Wow, richtig genial. Das war ein Geistesblitz. Das war Weltklasse. Das war einfach Weltklasse in diesem Moment. Lange nicht mehr so etwas gesehen beim FC. Wir haben immer sehr, sehr viele standardmäßige Tore und das hat mal komplett herausgestochen. Ebenso auch der Sololauf von Said El-Mala. Schön, dass er auch mal wieder getroffen hat. Ihn von Anfang an zu bringen, das sage ich ganz klar, in dieser Kombination vorne mit ihm und Ache und Kaminski, das ist unser Dreigestirn. Ebenso auch das Zentrum, das dann Kraus und Martel gebildet haben. Martel natürlich unerwarteterweise, weil zuvor sollte eigentlich Jan Thielmann spielen, der hat sich aber beim Aufwärmen verletzt. Aber die beiden, die das Zentrum gebildet haben, das hat auch nochmal eine zusätzliche Dominanz auf den Platz gebracht. Ja, wir haben sie vielleicht nicht in allen Punkten überragt. Und ihr seht auch, heute bin ich etwas ernster drauf. Deswegen reden wir heute auch nicht von 18,99 € Hoppenheim und was weiß ich alles. Nein, heute rede ich ganz klar von Hoffenheim, denn auch ihre Fans haben den Support eingestellt. Ganz, ganz großen Respekt an der Stelle von meiner Seite aus. Also heute ist der Sport und der Fußball absolute Nebensache. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob ich den Mann persönlich gekannt hatte, aber ich fühlte halt mit. Ich fühle mit den Leuten, die ihn heute ins Stadion begleitet haben. Ich fühle mit den Leuten, die diese Nachricht vielleicht in den letzten Minuten erst erfahren haben. Vielleicht
Fanclub-Mitglieder, ich weiß ja nicht, ob er in einem Fanclub oder sowas war, die ihn gekannt haben. Mit all diesen Leuten fühle ich mit in diesem Moment. Du musst dir einfach vorstellen, dass dir in diesem Moment ein Stadionbesuch, etwas so Schönes, woran ich heute nicht teilnehmen konnte, dir einfach so versaut wird. Ich könnte jetzt sagen, schade, dass ich dieses schön erspielte 2-2 nicht gesehen habe, aber im Nachhinein, wenn man unter solchen Umständen nicht supporten kann, weiß nicht, das hätte auch irgendwie meinen Tag getrübt. Deswegen, liebe Freunde, ich kann nur sagen, ab jetzt sind es nur noch 16 Punkte bis zum Klassenerhalt. Vielleicht auch weniger. Es gibt schon die ersten, die spekulieren, dass vielleicht nur 35 Punkte reichen. Ich werde den Counter natürlich anpassen, wenn dann schon die ersten abgestiegen sind und es dann heißt, so und so viel reicht. Aber ich sage mal, 40 Punkte ist so die Marke. Ich finde, das ist ein Punktgewinn. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet. Und wir haben ordentlich gespielt heute. Daran sollten wir anknüpfen. Und mehr sage ich dazu auch heute nicht. Ich bin zufrieden. Ich finde, das Wochenende ist für die Leute, die Wochenende hatten, heute gerettet. Und nun ja, Entertainment-Faktor steht heute null im Vordergrund, ist heute nicht vorhanden. Wer was mit diesem Video anzufangen weiß, schön für euch. Ich wollte einfach nur meine Meinung und meine Emotionen dazu teilen. Und ein größeres Anliegen hatte ich da im Nachhinein nicht. Und natürlich, ich fand, es war mal angebracht, die Mannschaft zu loben. Klar, es war kein Sieg, aber meine Güte, kannst jetzt auch nicht einplanen gegen die. Ist ein Punktgewinn. Ist ein Punktgewinn auf jeden Fall. In diesem Sinne, heute auch nicht die feucht-fröhliche Verabschiedung, die ihr sonst gewohnt seid. Ich sag mal, genießt noch das restliche Wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Video.